Der König hatte einen Schneider. Der Schneider hat nur für den König genäht. Weil der König immer schön aussehen wollte, hat der Schneider auch sehr viel Arbeit gehabt. Und darum ist er gar nicht dazu gekommen, für sich selber zu schauen. Aber die Zeit ist immer lausiger dorthin. Die Leute im Land haben schon über den Schneider geredet, wie der dorthin kommt. Und das ist dem König zu Ohren gekommen, das hat ihm gar nicht gefallen. Er hat den Schneider zu sich gerufen. Also wenn du bis morgen kein neues Gewand trägst, dann suche ich mir einen neuen Schneider. Mein König, ich würde ja so gerne, aber ich habe doch gar keine Zeit, um für mich selber etwas zu nähen. Du hast es gehört. Wenn du bis morgen nicht etwas Neues trägst, kannst du dir eine neue Arbeit suchen. Der Schneider ist heimgerannt. Und er wusste, er hat noch irgendwo einen Stoff versorgt. Der Stoff war ganz ein schöner Stoff, ein wunderschöner Stoff. Den hat er sich immer für eine besondere Gelegenheit aufgespart. Er hat überall gesucht und den hat er gefunden. Der Stoff, der hat die Farbe vom Himmel und von der Erde. Den hat er genommen und er hat er geschnitten und genäht. Geschnitten und genäht, geschnitten und genäht. Und aus diesem Stoff ist ein Mantel geworden. Der Mantel war so schön. Der Schneider hat ihn gerade angelegt, ist auf die Straße raus und die Leute haben ihn angeschaut und bewundert, wie der Mantel so schön war, mit der Farbe vom Himmel und von der Erde. Und der Schneider war ganz stolz auf sich und seinen schönen Mantel. Er hat den Mantel immer getragen. Jeden Tag, bei jedem Wetter, bei Sonne und bei Regen. Aber mit der Zeit hat sich der Mantel etwas abgenutzt. Er hat nicht mehr so schön ausgesehen. Dann hat er ihn genommen. Er hat wieder geschnitten und genäht, geschnitten und genäht, geschnitten und genäht. Und aus diesem Mantel ist eine Jacke geworden. Die hat er gerade angelegt, ist auf die Straße raus. Und die Leute haben ihn bewundert. Und der Schneider war ganz stolz auf sich und seine schöne Jacke. Und er hat die Jacke jeden Tag getragen. Bei jedem Wetter, bei Sonne und bei Regen. Aber auch die Jacke hat sich mit der Zeit abgenutzt. Hat nicht mehr so schön ausgesehen. Dann hat er sie wieder genommen. Er hat geschnitten und genäht, geschnitten und genäht, geschnitten und genäht. Und aus dieser Jacke ist ein Schille geworden. Das hat er angelegt, ist auf die Straße raus. Und die Leute haben ihn bestaunt und bewundert. Und der Schneider war ganz stolz auf sich und sein schönes Schille. Und er hat das Schille jeden Tag getragen, bei jedem Wetter, bei Sonne und bei Regen. Aber auch das Schille hat sich mit der Zeit abgenutzt, hat nicht mehr so schön ausgesehen. Dann hat er das Schille genommen, hat geschnitten und genäht, geschnitten und genäht, geschnitten und genäht. Und aus dem Schille ist eine Kappe geworden. Die Kappe hat er angelegt, ist auf die Straße raus. Und das Erste, was die Leute gesehen haben, was ihn angeschaut haben, war die Kappe mit der Farbe vom Himmel und von der Erde. Und sie haben ihn bewundert. Und der Schneider war ganz stolz auf sich und seine schöne Kappe. Er hat die Kappe jeden Tag getragen, bei jedem Wetter, bei Sonne und bei Regen. Aber die Kappe hat sich abgenutzt, hat nicht mehr so schön ausgesehen. Dann hat er sie genommen und hat geschnitten und genäht, geschnitten und genäht, geschnitten und genäht. Und aus dieser Kappe ist ein Knopf geworden. Den Knopf hat er zuoberst oben bei seinem Hemd angemacht. Er ist auf die Straße raus. Und die Leute haben als erstes diesen wunderschönen Knopf gesehen und haben ihn bewundert. Und der Schneider war ganz stolz auf sich und seinen schönen Knopf. Er hat ihn immer getragen, jeden Tag, bei jedem Wetter, bei Sonne und bei Regen. Aber auch der Knopf hat sich abgenutzt. Die Zeit nicht mehr so schön ausgesehen. Und dann ist er wieder angesessen. Und wisst ihr, was am Morgen aus dem Knopf geworden ist? Eine Geschichte. Diese Geschichte hat er seinen Kindern erzählt. Die haben es wiederum ihren Kindern erzählt und die ihren Kind.
Und so ist die Geschichte gewandert, vom einen zum anderen. Bis irgendjemand mir die Geschichte erzählt hat. Und ich habe sie heute euch erzählt. Und ich bin mir sicher, ihr erzählt diese Geschichte auch wieder weiter.